Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Alter, es ist endlich wieder mal geiles Wetter. Es hat jetzt etwa 2 Wochen lang durchgeschifft. Dafür ist es jetzt auch fucking heiß. Ich habe einen Pulli an und ich glaube, ich werde einfach verrecken in dieser Podcast-Folge. Aber scheißegal, da außen ist ein Hund am Bellen und John ist jetzt am Staubsaugen. Es ist ein Fest hier. Aber wir sind ein bisschen im Stress, weil wir nachher noch in die Ikea gehen. Alter, wohnungstechnisch passiert endlich wieder mal etwas. Es ist so nice. Wie gesagt, wir gehen jetzt nachher in die Ikea und wir haben jetzt auf Ricardo so ein Möbel gefunden für unten dran vom Fernseher und wir haben jetzt einen neuen Fernseher. Also wir haben vorher einen Fernseher gehabt, aber der hat eben nicht uns gehört, sondern der hat dem alten Mitbewohner von Can gehört und die sind eben reisen gegangen, also er mit seiner Freundin und das heisst, wir haben einfach den Fernseher können nehmen. Und jetzt sind sie zurückgekommen von der Reise und so, ja, sie haben jetzt eine Wohnung gefunden und sie wird jetzt den Fernseher abholen und wir so, nein! Ja, vor allem es ist jetzt so, Bro, es passiert jetzt gerade alles. Jetzt gerade ist der dümmste Zeitpunkt, um den Fernseher wegzunehmen. Das GNTM-Finale ist nächste Woche und die EM fängt an, also es ist wirklich, es ist kritisch, okay? Nein, und darum haben wir jetzt endlich einen Fernseher bestellt und es ist so weird, also der Can hat ihn zwar gekauft, aber er ist ja gleich auch ein bisschen mir, wisst ihr. Und es ist einfach, du fühlst dich einfach so erwachsen, dass du einen eigenen Fernseher hast. Also ich weiss, es gibt safe ein paar da draussen, die jetzt in seinem Kinderzimmer einen Fernseher haben, aber ich habe das nie gehabt, okay? Das schon auch nicht. Und das fühlt sich so erwachsen an, dass du einen Fernseher kaufst und so, wow, crazy. Und vor allem, ich habe jetzt so einen richtig geilen Fernseher gekauft, wo du so kannst an der Wand hängen und so richtig dünn ist. Also wirklich, oh mein Gott, es fühlt sich an wie im Kino, Alter, das ist so geil. Genau, und jetzt hängt der da. Und wir haben jetzt, wie gesagt, der Can ist mega USM Haller-Fan. Also das ist so eine Marke, so eine mega teure Marke eigentlich für Möbel. Er findet das mega schön. Aber wie gesagt, es ist mega teuer und das neu kaufen ist eigentlich unmöglich. Also nicht unmöglich, aber es ist halt einfach, es ist einfach teuer, okay? Also so ein Möbeli, also ich kann dir vorstellen, einfach so ein Fernsehmöbeli unten dran mit so 2 Schubladen, kostet neu wahrscheinlich so 2000 Franken. Und der Can hat noch auf Ricardo halt immer wieder geschaut. Und jetzt haben wir eins für 750 kann man sagen. Alter, geil! Voll, und das müssen wir jetzt nachher abholen. Und das ist halt eben ein bisschen der Scheiß, weil, also ich habe zwar die Autoprüfung, aber wir haben noch kein Auto da, weil ich kein Auto habe. Und meine Eltern haben zwar ein paar Autos dort unten. Und dann müssen wir halt immer wieder so zu meinen Eltern heimfahren und schnell ein Auto holen, wenn wir irgendwie so etwas holen wollen. Und der sehe ich von 10 Minuten von uns entfernt. Das ist echt so dumm. Aber du kannst dann mit der ÖV schleppen. Und der hat wollen, also der von Ricardo, er so, ja, wie für 50 Stutz würde er so uns überfahren. So, Bro, der 10 Minuten fahren für 50 Stutz. Darum holen wir jetzt halt das Auto und dann können wir es gerade verbinden mit Ikea. Aber genau, das ist der heutige Plan heute. Was gibt es noch sonst so für Updates, abgesehen von so Wohnungssachen? Unser Bett kommt übrigens auch am Dienstag an. Also es wird einfach schön, unsere Wohnung wird jetzt einfach richtig pretty. Und es ist so ein Projekt, das jetzt halt seit wir eingezogen sind, seit dem Oktober ist. Und es wird immer so ein bisschen mehr langsam ändert, also wird es so langsam final, weißt du, so wie es so. Darum, ich bin mega hyped irgendwie, es ist so geil. Und das kann ich auch wirklich anraten, wenn ihr mal auszieht, kauft nicht alles auf einmal. Das ist langweilig. Das ist voll boring und es ist verdammt teuer. So, ich finde das viel geiler und man freut sich auch immer wieder, wenn man so immer mal wieder etwas bestellt und etwas kauft und sich für etwas anspart. Das ist auch so viel geiler, als jetzt einfach so alles auf einmal kaufen. So. Darum, also ja, natürlich so die wichtigsten Sachen, jetzt so wie ein Bett oder so eigentlich. Also wenn ihr keins habt, so logisch am Anfang kaufen, aber irgendwie hat sich das so geil angefühlt, immer mal wieder etwas mehr kaufen, weil dann freust du dich so voll über die einzelnen Sachen. Zum Beispiel jetzt eben beim Fernsehen sind jetzt schon die ganze so, oh mein Gott, wir haben einen Fernseher, oh mein Gott, so cool. Ja, und sonst, wenn der Fernseher mit allen anderen Sachen da wäre ja nur so halb geil, wisst ihr, oder? Genau, was gibt es sonst noch so in meinem Leben? Ich habe eigentlich irgendwann wieder mega viel zu erzählen. Also mein Praktikum ist ja jetzt noch 1 Woche. Ich habe die Podcast-Folge, die ich mit meiner Mom, also die von letzter Woche, aufgenommen habe, die ist schon 2 Wochen her, beziehungsweise ich habe sie vor 2 Wochen aufgenommen. Darum ist irgendwie gerade so viel in diesen 2 Wochen jetzt passiert. Habe ich das Gefühl, so. Bezüglich Praktikum kann ich kurz erzählen. Also für die gar nicht wissen, ich mache das Praktikum bei einer Agentur und ich muss das von der Schule aus machen. Ich verdiene kein Cash damit. Alter, das ist wirklich Pain. Arbeiten ohne Geld verdienen, sage ich euch ehrlich, ist einfach wack. Vor allem, wir haben noch einen Praktikant, also einen weiteren Praktikant, der macht es jetzt nicht von der Schule aus, sondern einfach sonst. Und der verdient Geld!
Und das macht es noch ein bisschen schlimmer. Ja, nein. Also ich habe ein mega herziges Team, mega, mega cute, wirklich mega geil. Ich fühle mich ultra wohl. Und es ist halt so geil, mal hinter das Ganze zu schauen. Weil zum einen arbeite ich ja also als Influencerin auch mit Agenturen zusammen, halt mehr mit Influencer-Agenturen und jetzt weniger sonst Agenturen. Also Agentur arbeitet ja meistens mit Firmen zusammen und ist zuständig für Werbung etc. oder Social-Media-Kanäle, bla. Und unter anderem ist, ich glaube, ich darf schon sagen, wo ich arbeite. Ich arbeite bei Bamal. Also Französisch nicht schlimm. Genau, und sie sind unter anderem für Brands zuständig, wie zum Beispiel Ofmaltine oder Post, Stimorol und der geilste Brand, Frauenfeld. Opener Frauenfeld. Und es ist so funny, weil also ich bin auch schon am Opener Frauenfeld gsi und ich habe ja auch mega vieles mitbekommen als Influencerin, sage ich mal. Weißt du, so, dass du angefragt wirst und zum Beispiel hat es letztes Jahr eine Creator Lounge gegeben und so. Und es ist so crazy, mal alles hinter der Kulisse mitbekommen wieder. Also es ist fucking viel Aufwand. Zum Beispiel meine Agentur ist ja nur schon zuständig jetzt für das ganze Marketing, für zum Beispiel Open Frauenfeld, Instagram-Kanal, voll. Und es ist auch sonst einfach spannend gewesen, was so da für Gossip um ist und so. Ja, auch wie gewisse Influencer und so sich verhalten und so gegenüber einfach Agenturen. Bin ich teilweise auch sehr schockiert gewesen. Der Gossip ist auf jeden Fall real. Ja, das ist sehr spannend. Und es ist ja mega lustig. Es werden ja dieses Jahr wieder Influencer eingeladen. Ich kann das Ganze halt wie können mitverfolgen. Also ich sehe schon, ich weiß schon, wer eingeladen wird, was es alles wird geben am Frauenfeld. Ich weiß also Snipes macht ja immer wieder Brands vom Frauenfeld. Es gibt ja immer dort einen Store, wo man kann so auf Open Frauenfeld Merch kaufen, sage ich mal, und ich weiss jetzt schon, wie der aussieht. Also es ist mega geil, einfach so hinter das Ganze mal schauen können. Das ist wirklich ultra nice. Und meine Aufgabe ist unter anderem jetzt quasi das Einladungspäckchen machen für die Influencer. Also es gibt ja dann so ein Päckchen, wo halt wie so ein Goodie dazu ist. Und ich will eigentlich, nein, ich darf noch nicht sagen, was es ist, falls irgendein Influencer dazu lässt. Aber auf jeden Fall, falls ihr irgendeine Story dann seht, dann wisst ihr, das Päckchen ist von mir. Ich glaube, jetzt merke ich gerade, ich habe das schon mal erzählt in einer Podcast-Folge. Von dem her, I'm sorry, wenn ihr das jetzt zweimal gehört habt. Aber ja, irgendwie, ich bin so... sorry. Husten ist immer noch da, Alter. Aber nicht mehr so fest zum Glück. Nein, irgendwie, es ist so cool. Und du merkst halt auch mal, wie viel Arbeit das ist. Also weißt, ich mache jetzt das kranke, ultimative, crazy Päckchen mit allem drum und dran. Aber ich gebe mir schon Mühe, okay? Und eben, ich komme ja als Influencerin auch immer mal so Päckchen über. Und klar, man schätzt das natürlich immer. Aber wenn du das selber mal gemacht hast und siehst, wie viel Arbeit das eigentlich ist, dann schätze ich es einfach noch mehr. So, ich habe jetzt gestern gerade vom Jan Gustav so ein Päckchen bekommen von seinem White-Getränk. So. Und einfach nochmal was anderes. Also, du siehst einfach nochmal die Arbeit mehr dahinter. Und das ist schon crazy. Also, ich glaube, also, es hat mir auf jeden Fall gut da, mal das Ganze hinter der Kulisse zu sehen. Und ich glaube, jedem Influencer würde das gut tun, einfach mal die Arbeit zu sehen. Auch so Events planen und so, das ist so heftig viel Arbeit. Ja, und eben, wie gesagt, ich kann halt auch, du kommst halt auch über so den Gossip so ein bisschen hindurch über und ja, genau, das ist nämlich schon schockierend, wie gewisse Leute das Gefühl haben, sie sind es und sie sind etwas Besseres und sie haben das und ja, also ich bin teilweise schon fucking schockiert gewesen. Also ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt mega sagen darf, aber zum Beispiel letztes Jahr am Open Frauenfeld, sorry, aber die Creator Lounge, die ist auch fucking demoliert worden. Wir wissen nicht, ob es von Influencer ist, aber Bro, egal von wem, what the fuck, das sind Leute, die haben so viel Herzblut reingesteckt und auch Geld. Und das wird einfach so nicht wertgeschätzt und einfach auseinandergelassen. Der Ping-Pong-Tisch ist kaputt gegangen, ich habe Bilder gesehen. Also ich bin echt schockiert gewesen. Voll, darum, ich finde das so schade. Ja. Genau, ich habe jetzt schon eine halbe Stunde lang einfach nur über das Thema geredet. Ich hoffe, das ist okay. Und ich habe eigentlich noch so ein anderes Thema, was auch mich momentan wieder so ein bisschen beschäftigt. Und ich habe jetzt irgendwie allgemein... Also ich bin ja zum Beispiel gerade im Podcast, ich rede mega offen mit euch. Ich glaube, also ihr wisst, die meine Podcasts regelmäßig hören, ich rede eigentlich, also ich erzähle alles, ich schaue mich für nichts, also ich kann auch mega offen reden, weil ich irgendwie weiss, da ist so mein Safe Space, da muss ich nicht Angst haben, dass ich irgendwie gejudged wird oder
ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind da so voll unter uns und es ist so voll was anderes als jetzt zum Beispiel auf Instagram und auf TikTok und ich merke, dass sich da immer mehr so ein bisschen Abstand gebildet hat bei den anderen Plattformen, also dass ich viel weniger irgendwie über meine Feelings rede oder wie es mir gerade geht oder keine Ahnung was, weil es einfach, wenn du dich verlässlich zeigst, ist es einfach eine Angriffsfläche. So, und eben beim Podcast habe ich jetzt mega gemerkt, da muss ich keine Angst haben, so, das sind irgendwie Leute, so, ich könnte relaten oder irgendwie so, keine Ahnung. Ihr sind alle sympathische Menschen, okay, ich liebe euch alle. Und auf TikTok und auf Instagram gibt es halt, also manchmal halt auch wirklich Menschen, die einfach, keine Ahnung, einfach böse sind, okay. Und ja, durch das habe ich immer mehr so ein bisschen Abstand bekommen und auch immer weniger anfangen, eben von meinen Problemen zu erzählen, beziehungsweise so in die Tiefe gehen. Ich habe das Gefühl, es ist so oberflächlich geworden. Auch meine Instagram-Stories. Ich nehme wenn dann mit, aber auch nur so oberflächlich. Und irgendwie ist mir das so ein bisschen aufgefallen, ich habe mit dem Junkie darüber geredet und ich merke, irgendwie muss ich das ändern, weil es gibt so viele Leute, die mich auf Instagram verfolgen, die genauso cool sind wie ihr oder ihr verfolgt mich auch auf Instagram und ich will jetzt das wirklich ändern, so ein bisschen auch mehr euch persönlich mitzunehmen, so auf einer tieferen Ebene. Ja, und ich habe gestern das erste Mal eine Story gemacht, wo ich das angesprochen habe. Und auch, als ich eben so ein bisschen erzählt habe. Und unter anderem habe ich eben auch oh mein Gott, ich kann gar nicht mehr reden. Unter anderem habe ich wie auch dort so ein bisschen erzählt von meinen Unsicherheiten, dass es momentan wieder hart kickt. Also, ich glaube, ich könnt alle, oder ja, ich glaube, die meisten von euch können relaten, dass gerade vor dem Sommer, wenn der Sommer so kommt, dass man irgendwie so ein bisschen unsicher wird. Vor allem mit seinem Körper. Also ich merke es bei beiden Punkten, sowohl, dass ich mich unsicher fühle und also vom Charakter, sage ich mal, dass ich das Gefühl habe, oh mein Gott, niemand hat mich gern, bla bla bla, aber auch vom Aussehen. Und ich merke wirklich jedes Jahr, immer kurz vor dem Sommer kickt das nochmal mehr, weil dann so die Zeit kommt von, man legt sich vielleicht knapper an und man fängt sich an mit anderen zu vergleichen. Es ist einfach irgendwie, ja, einfach immer so ein bisschen mehr ein Druck. Und auch auf Social Media siehst du, wie alle schöne Kleider haben, die perfekte Figur und bla. Und du fängst dich einfach an zu vergleichen. Und ich habe gedacht, gerade im jetzigen Zeitpunkt, kurz vor dem Sommer, ist das eine mega wichtige Podcast-Folge, um mal darüber zu reden. Zum einen, dass ich mich irgendwie, also ja, gerade ich hoffe irgendwie so ein bisschen, dass der eine oder andere kann relaten, weil ich mich irgendwie, ja, keine Ahnung, es fühlt sich einfach schön an, wenn man selber irgendwie sich nicht alleine fühlt mit dem Problem. Und irgendwie, ja, fühlt sich für mich nur schon nicer an, wenn ich weiss, hey, da außen gibt es ein paar Leute, die genau das gleiche Problem gerade haben wie ich. Und bei mir ist es eben wirklich so, dass es verdammt hart gerade reinkickt, so mit Unsicherheit. Und zum anderen finde ich es auch nice, immer wenn ich so Podcast-Folgen mache, dann fange ich mich auch wirklich so aktiv an mit dem Thema beschäftigen und habe es einfach immer im Hinterkopf. Weil sonst, eben so im Alltag, klar, du merkst schon, dass das Problem da ist, so, mit so körperlichen Unsicherheiten, aber du tust es ja nie so aktiv anschauen. Oder wirklich so irgendwie dich mit dem mega beschäftigen, sondern du bist einfach so, du schaust in den Spiegel und denkst, oh mein Gott, what the fuck, nein. Oder machst irgendwelche Bilder und fühlst dich unwohl und denkst, oh mein Gott, nein, es geht scheiße, was poste ich nicht, bla. Aber so wirklich aktiv beschäftigen, mache ich halt irgendwie wirklich erst immer, wenn ich jetzt wie heute mich so auf eine Podcast-Folge vorbereite und dann wirklich auch mir überlege, hey, was hilft mir eigentlich so? Oder ich habe zum Beispiel auch mit dem Can geredet und alles und so kristallisiert so kristallisiert sich ja dann auch wie Punkte raus, wo ich merke, so, oh mein Gott, stimmt, du hast recht. So. Und die will ich dann wie auch euch weitergeben, weil es für mich in dem Moment dann wie so ein Schlüsselmoment war. Und ich glaube, es gibt auch viele Girlies oder Boys auch da draussen, die jetzt vielleicht weniger sich wohlfühlen, um mega mit anderen Menschen darüber zu reden. Aber wenn ich euch das mega anraten kann, also ich glaube, reden hilft immer. Und eben gerade in dem Moment, wenn du mit Friends darüber redest, dann merkst du, hey, du bist nicht alleine. Aber oftmals, eben gerade wenn es dann Leute sind, wo man sich dann vielleicht damit vergleicht und denkt, oh mein Gott, du hast so einen perfekten Körper, mit dir kann ich nicht über das Problem reden, weil du kannst ja nicht relaten. So. Aber ich glaube, jeder da draussen ist irgendwo unsicher, weil es ist ja schlussendlich, also das habe ich mir jetzt vor allem mega überlegt, es ist einfach ein Gesellschaftsproblem. Also es ist so, also es ist jetzt wieder basic, aber eigentlich ist es schon tiefgründiger, so, es ist so fest ein gesellschaftliches Ideal da, dass wir eigentlich rational gesehen her wissen, okay, das ist nicht möglich zu erreichen und so gefühlt niemand entspricht genau dem Schönheitsideal und jeder hat irgendwelche Macken, blöd gesagt. Aber gleich, so eigentlich aus dem Kopf fickt uns das gleich hure. Also, keine Ahnung, gerade in der Pubertät habe ich es zum Beispiel mega erlebt, so,
dass ich Jungs will gefallen und dann kommt so das erste Thema mit eben Oberweite, das war ja mega mein Struggle damals, oder also damals hat es wirklich so böse Kommentare gegeben, mit eben, du bist ein Strich in der Landschaft und weiss doch auch nicht, also wirklich bodenlos eigentlich, wirklich bodenlos. Und dort kommst du eigentlich das erste Mal in die Welt, wo du merkst, oh mein Gott, ich will irgendwie auch dazugehören, ich will auch akzeptiert werden, ich will nicht, dass mein Körper kommentiert wird im negativen Sinn. Und das ist eigentlich dann wie so eine Angst, die sich bei jedem von uns so irgendwie bildet und irgendwie dann auch so ein bisschen verankert. Also eben eigentlich rational gesehen, ich bin in einer glücklichen Beziehung. Der Can würde mich auch lieben, wenn ich so und so aussehe. Also es juckt ihn ja eigentlich wie nicht. Und er sagt mir das auch, aber das bringt mir wie nichts, weil ich irgendwie in meinem Kopf so fest verankert habe, ich muss so und so aussehen und anderen Leuten fällt das mega auf und die denken sich wahrscheinlich sicher das und das über mich und das steht mir nicht und ich weiß auch nicht, aber also keine Ahnung, eigentlich, also können wir mal kurz den Gedanken haben, es ist jetzt mega abgespaced schnell, aber stell dir kurz vor, du bist einsam auf einer Insel, es hat keine Menschenseele dort. Es würde doch niemand von uns jucken, wie wir aussehen, for real. Also wirklich hart nicht. Mich will so nicht jucken, auch, keine Ahnung, so zum Beispiel Haarwuchs und so ist ja auch gerade Frauen in der Gesellschaft, also, du schneiden das Haar aus oder auf dem Kopf und auf also Augenbrauen und Wimpern und alles andere ist crazy schlimm. Und wenn ich auf einer Insel wäre, ich würde mir nicht mal die Gedanken machen, es würde mich so hart nicht jucken. Und eben auch alles andere nicht. Also vielleicht auch, weil du einfach keinen Vergleich hast, aber auch, weil du auch nicht Angst musst haben, was andere Menschen über dich denken. So. Weil, also, und darum machen wir uns eigentlich selber zum Feind, weil eigentlich, sind wir ehrlich, wir selber sehen all die Unsicherheiten so viel tausendmal mehr, als das von außen wahrgenommen wird. Also, ich hoffe jetzt nicht, ich mache jetzt ein Wild Guess und ich hoffe jetzt wirklich, dass es so ist. Aber ich nehme jetzt mal stark an, dass ihr jetzt von außen jetzt vielleicht auch nicht bei mir jetzt ultra denkt, oh mein Gott, ist die hässlich. Und ich selber von mir habe das aber dann so das Gefühl. Und das ist bei euch genau das Gleiche. Ihr geht selber denkt wahrscheinlich, oh mein Gott, das und das ist so schlimm und das fällt so hart auf. Aber von außen fällt das nicht auf. So, genau, also ich kann sonst mal, falls euch das hilft, sagen, was gerade meine Unsicherheiten sind. Oh mein Gott, vielleicht hätte ich noch so eine Triggerwarnung vor dem ganzen Thema setzen. Ich sage es gleich noch ganz schnell. Also falls ihr gerade mega so wirklich Probleme habt mit dem ganzen Problem und es ist wirklich nicht einfach nur oberflächlich so ein tiefer, dann hört die Podcast-Folge nicht alleine oder hört sie vielleicht am besten nicht. Also weil es ist, ich weiss, es ist ein mega, mega heikles Thema und ja, ich merke so, dass ich so nicht, also Angst habe, irgendetwas Falsches zu sagen, weil es halt wirklich einfach ein heikles Thema ist und weil es halt mega viele Leute gibt, die betroffen sind, dass es dann eben in eine schlimmere Schiene geht. So. Darum, ja, kurze Trigger-Warning auf jeden Fall. Aber ich finde es gleich ein wichtiges Thema und ich glaube, es gibt viele da draussen, wo immer mal wieder einfach mit dem Thema strugglen, gerade eben so vor dem Sommer. Und genau, ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Aber eben, kurz zurück. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, mit was ich gerade am Struggle bin. Und bei mir ist es eben immer wieder so, ich kann so auf und ab, so Ups und Downs. So manchmal gibt es Phasen, wo ich mich mega wohlfühle in meinem Körper und denke, oh mein Gott, bist du die geilste Sau und ich wache auf und das Gefühl, ich bin's. Und dann gibt es auch wirklich so einen Moment, wo so das komplette Gegenteil ist, wo ich so, also einfach mega das Gefühl habe, oh mein Gott, scheiße, Alter, das und das und das und das. Und eben, ich zähle jetzt mal kurz auf. Oh, es ist selber so unangenehm, so Sachen zu sagen, weil ich glaube, wenn du so Sachen sagst, dann hast du das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, dass ihr noch viel mehr auf das achtet. Und das macht es dann irgendwie noch viel mehr unangenehmer. Aber ey, vielleicht, ich weiß nicht, könnt ihr ja auch, wenn ihr euch getraut, in die Kommentare schreiben, was eure Unsicherheiten gerade sind. Und ich glaube, wenn das vielleicht die anderen lesen, dann ist es vielleicht auch so mehr relatable und es ist so, man kann dann so ein bisschen sehen, okay, wir alle haben irgendwo so ein bisschen Struggles, weil ich glaube, wenn wir nur schon offener mit dem Thema umgehen, dann kann sich auch etwas verändern, so ein bisschen, weil man hat ja irgendwie auch immer so ein bisschen das Gefühl, man ist allein damit und ja, ich weiß auch nicht. Also, zum einen habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, wieso ist das so schwer? Aber ich sage es jetzt einfach. Zum einen habe ich das Gefühl, dass ich wie in letzter Zeit so ein bisschen zugenommen habe, so seit einem Jahr.
nicht mega viel, aber einfach so, dass ich mich mittlerweile unwohl fühle in meinem Körper. Es gibt eben, wie gesagt, Phasen, wo ich auch nicht das Gefühl habe, dass ich jetzt irgendwie etwas muss verändern oder whatever. So. Allgemein, also weißt, ich bin ja logischerweise in einem gesunden Stadion. Ich weiß es ja rational so. Es ist einfach mehr das Gesellschaftliche, dass man so das Gefühl hat, man sollte dünner sein oder whatever. Und mir ist auch zum Beispiel vor 4-5 Jahren immer gesagt worden, oh, das ist so eine schöne Figur und so ein flacher Bauch. Und wenn irgendwann die Kommentare mehr kommen, dann macht dich das unsicher. So. Oder einfach allgemein Kommentar von der Gesellschaft ist mega das Ding. So. Und eben nur schon eigentlich positive Kommentare damals, wenn du auf einmal nicht mehr hast, das verunsichert ja nur schon. Und darum, es ist also eigentlich mega, mega heikel, den Körper von anderen zu beurteilen. Und das, also gerade auf Social Media passiert das ja mega schnell. Und ich merke das ja auch ultra, dass wenn du halt in der Öffentlichkeit stehst, dass halt jeder Hanswurst ein Gefühl hat, er muss seine Meinung sagen über alles Mögliche und eben auch über den Körper. Und zum Beispiel ein weiterer Punkt, wo ich mich unsicher fühle, ist zum Beispiel meine Nase. Ich habe nie Probleme mit meiner Nase gehabt. Ich habe mir nicht mal Gedanken gemacht über meine Nase. Und auf einmal gibt es zum Beispiel von außen, eben so von irgendwelchen Hanswürsten, gibt es irgendwelche Kommentare, da bist du mal live und dann schreibt er, du hast riesige Nasenlöcher und oh mein Gott, du hast so eine Zinkennase und whatever. Und dann erst, also weißt du, am Anfang, meine Reaktion ist eigentlich immer so mega gechillt. Und erst im Nachhinein merkst du, wie es dann irgendwie langsam so ein bisschen, kann ich in den Spiegel und bist so, ist es wirklich so? Müsste ich mir Gedanken machen? Denkt eigentlich jeder Mensch, oh mein Gott, das hat für eine schlimme Nase und dir ist es nie aufgefallen. Das sind einfach so Sachen, die mega viel mit einem machen. Und darum ist es so gefährlich, Kommentare oder allgemein auch Kommentare zu machen zum Körper, zum Aussehen. Das ist crazy, was das mit einem macht. Und ihr habt, also jeder hat safe irgendwo schon mal so einen Kommentar gegeben, wenn ihr es wahrscheinlich nicht mal böse gemeint habt, wo irgendwie für die andere Person schlimm war. Ich kann dir nur schon ein Beispiel geben. Ich bin mit 2 Kolleginnen gegessen, Shoutout an die beiden. Und meine eine Kollegin war auch so ein bisschen unsicher mit ihrem Körper und sie war gerade in einer Phase, wo sie so ein bisschen unsicher war. Ich habe das aber zu dem Zeitpunkt nicht gewusst. Und ich habe dort auch einen Kommentar gemacht, wo wir gegessen sind, wo ich überhaupt mir keine Gedanken eigentlich gemacht habe. Aber sie hat es nachher gleich angesprochen und ich finde es ja mega gut, hat sie es gesagt. Und es ist auch darum mega wichtig, wenn ihr das anderen Menschen kommuniziert, weil es gibt, also eben, kommunizieren ist das A und das O. Ich weiß nicht, wie es dieser anderen Person geht oder wie es die andere Person gemeint hat. Und ich habe dort irgendwie so einen Kommentar gemacht. Eben, ich habe mir nichts überlegt. Ich habe keine Ahnung, was ich mir gedacht habe. Aber ich weiß ja schon gar nicht mehr, es ist schon länger her jetzt. Was habe ich genau gesagt? Irgendwie so, einfach so à la mit Aufessen, irgendwie so etwas. Ich weiß es leider gerade nicht mehr. Und ich möchte jetzt auch nicht etwas Falsches sagen, was ich gerade gesagt habe. Aber auf jeden Fall einfach irgendein Kommentar. Und eben sie ist nachher zu mir gekommen und hat mir gesagt, dass sie das mega beschäftigt hat und so. Und dass sie dann, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ah nein, jetzt weiss ich, was es gegangen ist. Ja, es ist viel zu kompliziert. Nein, es ist viel zu kompliziert. Ist ja gleich. Aber so irgendein Vergleich mit, weiss ich auch nicht was. Aber egal, auf jeden Fall habe ich einen Kommentar gemacht und so. Und ich habe es mega stark gefunden, dass sie zu mir gekommen ist. Nicht vorwürfig, sondern so, hey, irgendwie hat sie den Kommentar mega mitgenommen und so. Und sie hat einfach gedacht, sie will das unbedingt ansprechen und so. Und ich habe dann mega gedacht, hey, super, hast du es angesprochen, weil jetzt kann ich mich auch ein bisschen mehr auf das achten. Und habe auch irgendwie, für mich ist es auch so ein ein Reality-Check gewesen, so alle, hey, du selber merkst vielleicht nicht, dass du so Kommentare machst, aber es kann mega viel für andere Menschen auswirken, dass sie sich unwohl fühlen. Genau, das war so ein Big Point gewesen. Und eben darum ist auch bei mir eben so mit der Nase dann immer so das Ding geworden. Und ich wüsste, dass mein Standpunkt zum Beispiel gerade zu so Schönheitsoperationen mega klar ist, dass ich eigentlich grundsätzlich gegen Schönheitsoperationen bin. Ich finde das so ein schwieriges Thema. Ich kann sonst mal kurz meine Meinung zu dem Ganzen sagen. Ich habe ja schon mal ein TikTok dazu gemacht. Aber grundsätzlich finde ich Schönheitsoperationen eher kritisch, weil eigentlich ist es mehr, also ist ja nicht dann das Aussehen das Problem, jetzt eben zum Beispiel ist ja nicht dann die Nase das Problem, sondern die Gesellschaft ist das Problem. Dass in der Gesellschaft die und die Nase als hässlich ist. Was es ja nicht ist, Bro, wir sind so geboren. Es gibt also jede Nase ist unterschiedlich und das ist ja auch nice. Es wäre ja scheiße, wenn wir alle gleich aussehen. So. Und
die Menschen, also jeder Mensch, der eine Operation macht, also natürlich abgesehen, wenn es jetzt gesundheitlich ist, macht ja vor allem die Operation, weil die Person sich unwohl fühlt. Und das hat ja irgendeinen Grund. Und der Grund kommt ja wahrscheinlich nicht einfach nur von sich selber, sondern erstens wegen dem gesellschaftlichen Bild und zweitens wegen Reaktionen von außen oder irgendwelchen dummen Kommentaren. Und das ist ja eigentlich so das Grundproblem und das finde ich so hart schade und an dem müssten wir eigentlich alle etwas ändern. Also ich habe das Gefühl, wir sind auch keine schon so in einem Prozess. Also vor 50 Jahren hat es auf jeden Fall noch anders ausgesehen. Aber gleich so, das ist ja so eigentlich so die Wurzel vom Problem. Und eigentlich, wenn du eine Schönheitsoperation machst, dann schneidest du einfach einen Ast ab, sagen wir es mal so. Und darum bin ich allgemein bei Schönheitsoperationen immer so ein bisschen kritisch. Aber eben, wie gesagt, ich verstehe es ja auch. Also, ich verstehe ja auch, dass, also wie du machst es ja dann einfach eben, weil du dich unwohl fühlst und weil du dich willst wohler fühlst in der Gesellschaft und willst dazugehören und akzeptiert werden. Und das ist so das Schwierige. Darum, also ich habe ja gegen niemanden etwas, der eine Schönheitsoperation macht. Und eben, ich kenne es ja selber von mir, so, dass ich ja mega lange überlegt habe, ob ich meine Brüste grösser machen, weil ich so hart unsicher war damit. So, darum, ich kann ja hure relaten. So. Ich finde es einfach schade. Und was so mein grösster Kritikpunkt ist in der Gesellschaft, ist, dass Schönheitsoperationen mittlerweile so hart normalisiert werden. Also es ist wirklich krank. Ich finde nur schon zum Beispiel eine Nasen-OP, ich könnte dir 5 Leute sagen, die ich kenne, die die Nase operiert haben. Und das ist ja eigentlich nur schon crazy. So, also klar, es gibt jetzt gewisse Operationen, die weniger kritisch sind, also weniger gesundheitlich, wie sagen wir, ja, einfach kritischer und die anderen sind halt wirklich gefährlicher. Also gerade so Brazilian Butt Lift, Bro, das ist fucking gefährlich. Das ist insane eigentlich, wie viel das machen und da dabei Gesundheit riskieren. Und eigentlich ist es ja so ein dummer Gedanke, dass Aussehen eine größere Rolle spielt als Gesundheit, so, wenn wir das Ganze rational sehen. Und das ist für mich so ein grosser Kritikpunkt. Und gerade durch das auf Social Media so viel, also ich kenne so viele Influencer, also ihr wahrscheinlich auch, nicht mal persönlich, so, wo irgendetwas an sich machen lassen haben, ist es nur schon Lippen aufspritzen oder weiss doch auch nicht was. Und das wird so hart normalisiert, dass du dann, weil es halt jeder macht, dann irgendwie du dir viel mehr Gedanken machst, eigentlich ist es ja in dem Fall nicht so ein krankes Ding, können sie auch einfach machen. Und es gibt dann so viele Leute, die es auch einfach dann mal schnell machen. Und also, ja, sich vielleicht nicht mal dann wirklich genau informieren und wirklich sich Gedanken machen, hey, ist das jetzt wirklich schlau? So, und eben, es kann immer gut laufen, aber es kann halt auch einfach immer scheiße laufen. Und da ist halt wirklich die Frage, lohnt sich das wirklich das riskieren? Aber genau, das ist so meine grundlegende Meinung zu Schönheitsoperationen. Also ich verurteile niemanden, der das gemacht hat. Und ich finde es auch immer noch besser, das offen zu kommunizieren, wenn man es macht, als so tun, so, ich bin so geboren. Aber eben, es ist auch schwierig. Ich finde es auch wiederum schwierig, weil du dann so normalisierst, dass du eine Schönheitsoperation gemacht hast. Darum, ich weiss da voll nicht, ja, vielleicht ist es dann einfach gleich wieder besser, das nicht kommunizieren. Aber es ist wie Scheiße. Es ist beides eigentlich Scheiße. So. Genau, aber ja, das ist wirklich eigentlich ein riesiges Thema, wo ich auch 5 Stunden darüber reden könnte und weil es auch so schwierig ist, zu einer Lösung finden, weil es eben das Problem ja in der Gesellschaft ist und im Schönheitsideal und auf Social Media und in Real Life, weil wir uns dann halt einfach mit allem vergleichen, gerade auf Social Media, wo es so realitätsfern ist, was es echt auch schwierig macht. Ja, wo bin ich eigentlich gewesen? Ich bin ja eigentlich beim Thema gewesen, eben so, wo ich wollte sagen, was so meine Unsicherheiten sind. Das sind so die 2 Punkte, eben so Nase und so, dass ich mich so ein bisschen dicker fühle, weil ich so ein bisschen zugenommen habe. Eben, ich habe nicht viel zugenommen, ja. Ist ja auch gleich. Und ich habe jetzt, vorgestern war es, so einen richtig hardcore Nervenzusammenbruch gehabt. Also das habe ich glaube noch nie gehabt, dass ich mich so unwohl gefühlt habe. Also, könnt ihr euch vorstellen, ich bin da gekocht, ich habe meine eigenen TikToks angeschaut und habe das Gefühl gehabt, ich bin so, also ich habe mich so grusig gefühlt. Ich habe auf einmal jedes kleinste Detail von meinem Gesicht, von allem, habe ich so wahrgenommen und habe das Gefühl gehabt, oh mein Gott, Can, wie kannst du mich lieben? Ich bin wirklich zu ihm gekommen und gesagt, Can, ich bin gerade am Tiefpunkt, ich fühle mich so hässlich, ich kann alles gerade an mir kritisieren. Wie kannst du mich schön finden? Also ich habe wirklich, das war Hardcore-Nervenzusammenbruch. Ja, und er hat mich auch wieder auf den Boden bringen, so, Bro, what the fuck? Also, die Menschen in deinem Leben und auch die Leute auf Social Media, die verfolgen dich ja nicht
wegen deinem Aussehen, sondern wegen deinem Charakter. Weil du lustig bist, weil du relatable bist, weil du authentisch bist, whatever. Und auch er liebt mich, weil ich cool bin, weil ich ähnlich mit ihm bin, weil er mich liebt. Das sind all die Punkte, die so tausendmal wichtiger sind. Und I don't know, warum wir uns in der Gesellschaft so hart nur aufs Aussehen fokussieren. Was so dumm ist eigentlich. Es ist eigentlich viel wichtiger, dass wir an unserem Charakter arbeiten, als an unserem Aussehen. So. Und ich habe auch das Gefühl, dass wenn wir vom Charakter, also wenn wir einen nice Charakter haben, dass wir das auch viel mehr nach außen strahlen, dass wir schön sind. Also wenn ich jetzt so nachdenke, Menschen, also zum Beispiel so Menschen, die ich sympathisch finde, die ich nice finde, die ich cool finde, sind für mich auch viel schöner. Also wenn ich jetzt irgendjemand denke, der so gesellschaftlich her vom Aussehen perfekt ist, ultra schön, aber einen scheiß Charakter hat, sorry, aber dann willst du ja gleich nicht mit dieser Person zu tun haben, so juckt er. Also dann ist es aus Aussehen schlussendlich wieder scheißegal. Und was ich auch mega gemerkt habe, wenn jemand so ein Selbstbewusstsein nach außen strahlt, dann ist das hure fucking attractive. Ohne Witz. Das macht so viel aus. Also natürlich kippt es dann wieder, wenn man so ein bisschen eingebildet ist. Aber grundsätzlich ein gesundes Selbstbewusstsein, das kann so schön werden. Also das ist so attractive und das macht so viel mehr aus, als einfach nur das Aussehen quasi. Wisst ihr, was ich meine? Und darum, ich habe das Gefühl, eigentlich müssen wir einfach fake it till you make it, ohne Witz. Einfach faken, dass wir fucking selbstbewusst sind, uns eigentlich selber verarschen. Das heisst ja eigentlich, dass man auch so, wenn man jeden Tag im Spiegel sagt, ich bin schön und ich bin fucking geil, dass es dann etwas mit einem macht. Ich muss das eigentlich auch mal ausprobieren. Ich glaube, das macht schon, weil, also psychologisch gesehen macht es ja schon Sinn, dass du dann selber das anfängst wirklich glauben. Ich muss es mal ausprobieren. Ich gebe euch dann ein Resümee, wenn ich so ein bisschen herausgefunden habe, ob es etwas bringt. Aber wir machen ja eigentlich genau das Gegenteil. Wir sagen uns ja selber immer, oh mein Gott, ich bin so hässlich und oh mein Gott, ich sehe so scheiße und oh mein Gott, das ist... Also wir reden ja eigentlich genau mit uns so und obviously macht es dann psychologisch genau auch das mit uns, dass wir uns nachher wirklich hässlich fühlen. Und eigentlich, wenn wir genau das Umgekehrte machen, dass wir uns anfangen zu sagen, hey, Alter, du siehst so hot aus heute, das ist so nice, dann müsste ja eigentlich das Gegenteil passieren. Ich muss es echt mal ausprobieren. Genau, und ich glaube, wenn wir das anfangen, eben das Fake it till you make it, dann fangen wir auch an, selbstbewusst zu sein. Und dann kommt genau auch die innere Schönheit, die so nach außen strahlt. Macht das Sinn für euch? I don't know. Ich muss jetzt mal ganz schnell schauen, was ich noch für Notizen da gemacht habe. Oh mein Gott, ja, ein wichtiger Punkt. Ich habe mit meiner Kollegin darüber geredet und sie hat das gesagt. Also, und ich bin wirklich so, oh mein Gott, das ist so recht. Das macht so Sinn. Und es ist eigentlich so obvious, aber ich sage es jetzt euch gleich, auch wenn es für euch wahrscheinlich wird obvious sein. Aber, kurz Vorstellung, ihr liegt im Altersheim, ihr seid 90, ihr schaut auf euer Leben zurück. Auf was schaut ihr zurück? Eigentlich sind es ja einfach dann die schönen Momente. So die coolen Momente mit Friends, wo man Spass hat, wo man glücklich ist, wo man viel erlebt. Und also eigentlich denken wir, also ich fände es so schade, wenn ich mit 90 wieder im Bett liege und die ganze Zeit mir denke, oh mein Gott, ich habe mir einfach nur Gedanken um meinen Körper gemacht, jetzt liege ich da verschrumpelt mit 90 in meinem Bett, bin kurz vor dem Sterben und wenn ich so zurückdenke, eigentlich fucking egal, wie ich ausgesehen habe, ich hätte einfach so einen Spass haben. Nur schon, wenn ich das meinen Kindern erzähle. Ich will meinen Kindern erzählen, Bro, du hast eine fucking geile Jugend gehabt, du hast Spass gehabt, du bist baden mit denen im Sommer, du hast den Sommer genossen, du hast Memories gemacht und nicht, du bist nicht in die Party gegangen wegen deinem Aussehen und weil du dich unwohl gefühlt hast und bla. Eigentlich, eben, wenn wir dann mal so alt sind, dann sind die Probleme, dann denken wir, was haben wir uns überlegt? Und jetzt sind wir halt gerade in dieser Phase. Aber wir müssen eigentlich schnell an unser 90-jährige Ich denken und unser 90-jährige Ich glücklich machen, okay? Und ich merke es nur schon jetzt, wenn ich so zurückdenke an mein 60-jährige Ich, eben wie gesagt, ich hatte dort mega Probleme mit meiner Oberweite gehabt, dass ich das Gefühl habe, ich habe zu kleine und bla und habe mich verglichen und Jungskommentare etc. Und ich bin dann auch abends eben nicht in die Body oder habe mich mega unwohl gefühlt und wenn du so halt in der Gruppe in die Body bist, dann hast du immer dein Tüchlein rumgelegt und hast irgendwie nicht enjoyen und hast die ganze Zeit den Kopf dick gehabt. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, Bro, what the fuck, Alter, ich hätte einfach meine Jugend geniessen sollen. So, what the fuck. Ja, und ich finde es so schade. Ich hätte so coole Memories können machen. Was habe ich mir überlegt? So, ich bin ja gleich fucking hot gewesen. Scheiß auf Oberweite. Ja, das ist irgendetwas, wo ich jetzt schon irgendwie so denke,
eben, wenn ich irgendwie so ein bisschen bereue, weil ich glaube, wenn ich 90 bin und mein Leben vorbei ist, so, dann kann ich nichts mehr ändern, jetzt kann ich etwas ändern, dann, ja, genau, das ist so ein big Game Changer gewesen, wo mir so meine Kollegin schnell eine Hirnwäsche gegeben hat und ich hoffe, ich kann jetzt auch schnell eine Hirnwäsche geben, so dass einfach der Sommer, der jetzt kommt, einfach macht einen geilen Sommer draus. Lasst euch nicht abziehen wegen euren scheiß Gedanken von eurem Körper oder was ihr denkt, was andere könnten denken. Scheiß drauf. So, sag jetzt gerade so, sorry, das hat jetzt gerade alles so voll Apostelmoral tönt. Aber vielleicht habe ich euch kurz die Hinweise geben und es hat gerade, also ich hoffe, es hat meint oder andere gerade etwas gebracht. Und sonst ich sage, ich glaube, es hat auch mir gerade etwas gebracht. Einfach mal mir selber schnell ein Hirngewäsch geben. Ja, voll. Ja, ich hoffe, ja, ich glaube, das ist alles, was ich sagen wollte, oder? Das war ein wunderschönes Schlusswort gewesen. Wie gesagt, ich könnte jetzt gerne in die Kommentare schreiben, es würde mir glaube mega helfen. Und vielleicht auch anderen, wenn ihr so Kommentare könnt lesen könnt. Zum einen, was vielleicht eure Unsicherheiten sind und zum anderen auch, was Tipps sind, was kann helfen. Weil, ja, keine Ahnung, es ist eigentlich so dumm. Aber genau, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge geholfen und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr freuen, eben, wie gesagt, über einen Kommentar. Oder, Bros, wenn ihr es da nicht gemacht habt, gebt die fucking 5-Sterne-Bewertung endlich mal. Okay? Ich brauche da eure 5-Sterne-Bewertung von meinem Podcast auf Spotify. Und sonst ein Abo. Okay? Also, ich bin zufrieden. Ich muss... Scheiße, jetzt bin ich am Warten. Seit fast einer Stunde. Wir werden jetzt endlich in die Ikea. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und ich wünsche euch einen fucking geilen Sommer, okay? Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bye!